Der Donnerschlag vom Dezember 2023 vom Samuel Hug. Im Advent und in der Weihnachtszeit, da stehen viele Festivitäten an. Ja, also Vereinsklausenhöcks, Personal, Jahresschlussessen oder Familienfest. Meist gehört ein starkes Getränk dazu. Und auch die vielen Weihnachtsmärkte sind eigentlich kaum vorstellbar ohne wärmenden Glühwein oder einen Seitenwagen zum Käsefondue. Ich frage mich darum gerade, ist der Dezember heute ein Monat vom Alkohol? Früher war er einmal wie die Passionszeit ein Fastenmonat. Davon ist nicht mehr viel übrig. Im Gegenteil. Und darum gebe ich uns für die kommende Zeit gerne ein Wort vom Apostel Paulus aus dem Epheserbrief mit auf den Weg. Er sagt: Betrinkt euch nicht, denn das macht zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. 5. Kapitel, 18. Vers vom Epheserbrief. Betrinkt euch nicht, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ja, der Paulus stellt zwei Arten vom Vollsein einander gegenüber. Einerseits betrunken vom Alkohol und andererseits erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes dynamisches Wesen in dieser Welt. Sein Wirken an uns ist oft still und leislich, kaum wahrnehmbar. Hoffnung und innerer Frieden gibt er. Trost und Heilung, Charakterschule, Intuition und Führung und natürlich Kreativität. Das sind alles Sachen, Wirkungen vom Heiligen Geist. Aber es gibt von Zeit zu Zeit auch diejenigen Momente, wo unsere menschlichen Reaktionen auf das Wirken von Gott ekstatisch ausfallen, also ausgelassen. So haben nicht wenige von den Umstehenden am Pfingstfest den Eindruck gehabt, die Schar der Jünger und Jüngerinnen hätte schon am frühen Morgen zu viel Wein getrunken. Dabei ist ihr Lallen in fremden Sprachen nur die überflüssende Reaktion auf die Erfüllung mit Gottes Geist gewesen, auf seine spürbare Gegenwart. Das Vollsein mit Gottes Nähe, seiner Liebe und Gabe, das hätten sie nach diesen düsteren Momenten rund um die Hinrichtung von Jesus so dringend nötig gehabt. Sie sind so ermächtigt worden, den Auftrag von Jesus Christus fortzuführen. Jetzt ist die durchschnittlich reformierte Art, den Glauben zu leben, ja meist recht nüchtern und kontrolliert. Man könnte böse sagen, sogar auch ein bisschen spröd. Ich meine, darum wird unseren Kirchgemeinden mehr Vollsein kaum schaden. Ich meine natürlich eben gerade nicht gemeinsames Saufen bis zum Umfallen, aber sichtbare Leidenschaft. Und wenn jemand dann eine persönliche Begegnung mit Gott tatsächlich mal wortwörtlich umhaut, dann sind hoffentlich verständnisvolle und fürsorgliche Geschwister im Glauben da, die konstruktiv damit umgehen können, wenn Sachen mal nicht so laufen, wie wir sie sonst gewöhnt sind. Aber es geht mir auch gar nicht um Spektakel, sondern schlicht darum, dass wir uns als Einzelne und gemeinsam bewusst ausstrecken nach tieferer Erfüllung von Gott. Wir alle haben in unserem tiefsten Inneren ein Loch. Versuchen wir das mit Alkohol oder was auch immer zu füllen, dann zeigt sich die Leere als abgründiger, gieriger, nimmersatter Schlund. Diese Leere kann nur unser Schöpfer, Gott, nachhaltig füllen. Und wie können wir uns so an Gott betrinken? Es braucht von unserer Seite eigentlich nicht mehr als offene Herzen und das allkirchliche Gebet. Veni Creator Spiritus. Komm, Heiliger Geist. Das ist mein Gebet für die Adventszeit. Für dich, für mich, für die Metal Church. Dass wir Sternhagel voll werden. Aber nicht wie in Extremo singen mit 2 Promille über Soll, sondern voll vom Heiligen Geist. Still und leislich oder laut ekstatisch, so wie es für jede passt.